gelesen. Da hast du ein anderes Buch dabei gehabt. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, danke. Ich habe Liebe im Schatten der dunklen Flaggen mitgebracht. Das ist mein neuer Roman, aus dem Kurdischen übersetzt worden und im Soje Verlag erschienen worden. Worum geht es in deinem Buch? Es geht um eine Liebesgeschichte in einem kurdischen Staat, so in Nordsyrien, der Kobane heißt. In dieser Stadt gab es so einen Krieg zwischen 2014 und 2015. Gab es einen Angriff von IS-Bewaffnete, die wollen die Stadt erobern, und in dieser Zeit läuft die Geschichte zwischen Rodi und Parvin. Ich habe über diese Lebensgeschichte geschrieben. Wie lange hast du daran geschrieben? Also so 2 Jahre. Ja. Gut. Und heute möchtest du uns daraus was vorlesen? Möchtest du uns über die Stelle, die du dir aus diesem Buch ausgesucht hast, möchtest du uns was über diese Stelle erzählen? Warum du dir diese Stelle gerade ausgewählt hast? Ja, es ist sehr wichtige Stelle oder sehr wichtige Stadt so, und auch die Ereignisse, die in Kobane passiert, so während so dieser syrische Krieg war sehr wichtig, und die sogenannte islamische Staat, die haben schon ein Kalifat in Raqqa in Syrien gegründet, und die wollen die ganz Syrien so besetzen, und dann kam dieser heftige Krieg, und warum Kobane oder was in Kobane passiert so wichtig war, das war wie ein Schlüssel für die ganze Situation in Mittelosten, nicht nur in Syrien, sondern in der ganzen Region. Und deswegen, also Tausende oder Zehntausende Bewaffnete waren so, die wollen die Stadt angreifen, und natürlich gab es dort so ein kurdischer Widerstand, also einige kurdische Einheiten, auch Fraueneinheiten, die sind Jugendliche, die gegen IS gekämpft haben, aber die hatten keine schweren Waffen, und das war sehr schwere Kampf gegen IS, und dieser Krieg dauert so 135 Tage, und danach konnten die islamische Staat oder IS so besiegen mit Hilfe von internationaler Koalition mit Amerikanern und so, und in dieser Stadt ist es eine wahre Geschichte. Ich habe einen großen Teil in meinem Roman habe ich über wahre Geschichte, auch die Namen, also Rodi und Jihan. Rodi ist getötet worden so in diesem Krieg, aber Jihan die einzige Person, die konnte überleben, und die leben immer noch so in Kobane. Ich habe die Namen nicht geändert, und nach Absprache natürlich mit der Familie und alles. Und also ein großer Teil war eine wahre Geschichte. Also dieser Ort, also nach diesem Sieg, die ganze Situation in Syrien so hat geändert, und dann die kurdischen Einheiten konnten auch Raqqa, also die Kalifatstadt so angreifen und dann die IS besiegen, und jetzt gibt es so in Nordostsyrien, so heißt der Region, so eine Selbstverwaltung, also kurdische Selbstverwaltung. Die Kurden konnten die Kontrolle in ihre Gebiete so übernehmen, und diese Familie, also die Familie von Rodi und Jihan, die haben eine sehr große Rolle in diesem Krieg gespielt. Natürlich ist es eine tragische so Geschichte an einer Seite, aber an der anderen Seite ist es ich wollte nicht so über Krieg und über Kampf und so weiter reden. Ich wollte über was Menschliches reden. So. Deswegen habe ich
eine Liebesgeschichte so ausgesucht und ich wollte einfach über die große Liebe, die in dieser schwierigen Stand zustande gekommen ist, schreiben. Das war eine Liebe gegen Hass, gegen Terror, gegen Rassismus und so weiter. Ich bin gespannt auf deine Passage gleich. Ganz kurz noch, wir haben uns ja erst kennengelernt, als du schon in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen warst. Magst du vielleicht für alle anderen, die jetzt noch hier sind, kurz deinen Weg dorthin zu erklären? Denn du bist ja sehr fleißig, schreibst sehr viel. Wir haben über dein letztes Buch auch gesprochen. Wie bist du zu uns nach Nordrhein-Westfalen gekommen und was hat dir dann ermöglicht, am Ende deine Geschichten so aufzuschreiben? Also ich bin kurdischer Autor, ich schreibe auf eine verbotene Sprache, also unsere Sprache war verboten. Ich habe nie in meinem Leben Kurdisch mit einem Lehrer so gelernt. Ich war nie in der Schule Kurdisch gelernt und trotzdem, ich habe Jura studiert auf Arabisch, also amtliche Sprache in Syrien war Arabisch, aber trotzdem wollte ich meine Muttersprache, die verboten war. Und meine Bücher auch waren in Syrien auch verboten und ich konnte nicht so, es ist eine lange Geschichte, aber ich möchte nicht so lange erzählen, aber ich konnte nicht so in Syrien bleiben. Ich musste fliehen aus politischen Gründen, obwohl ich in Politik überhaupt nicht, ich war nicht so aktiv so in Politik. Ich habe nur Literatur geschrieben, aber Literatur zu schreiben mit einer verbotenen Sprache ist auch Politik. Und ich bin in 2000 nach Deutschland gekommen, war ich als Asylbewerber und ich war in Berlin und danach wegen einer Arbeitsstelle bin ich nach Wuppertal umgezogen und meine Arbeitsstelle war bei Fernsehproduktion. Also gab es kurdische Sender, Rosh TV heißt oder Media TV damals heißt. Und die hatten eine Fernsehproduktion in Wuppertal und in dieser Fernsehproduktion habe ich eine Sendung moderiert, also eine Sendung über kurdische Literatur. Und durch diese Arbeitsstelle bin ich nach Wuppertal umgezogen und jetzt seit 2004 lebe ich so in Wuppertal bis heute. Das ist schön und es ist schön, dass du heute da bist und wir sind jetzt alle gespannt auf das, was du uns aus deinem Buch jetzt vorliest. Danke. Ja, bitte.